Talk it like Louis D. Ladies and gentlemen! Hola, muy buenas tardes, chicos. Wir sind wieder back in business. Yes, baby. Heute wird es No, we cooking! Die osmanische Dragon Balls werden nicht gefunden, Bruder. Wir sind unterwegs. Ladies and gentlemen, welcome Yes, back! This energy is back! Heute sind die 4 Chicos da. In den letzten Ja, 3 Wochen boah. 57 Kebabs gegessen. Wir sind da, Jungs, Mann. Die neuen Fitness-Influencer sind da, Chicos. Erste Mal das 4. unterwegs. Erste Mal das Ladies and 4. Gentlemen. Wir haben gemerkt, bis jetzt war es unfair gewesen, wenn der Luis und ich das 2. waren. Genau. Sind wir zu krass gewesen für einen und jetzt haben wir plötzlich 2 Leute Jetzt sind da. wir 2 gegen 2. Jetzt haben wir die kurdischen Freiheitskämpfer da, wo uns auseinander. Jawohl. Welcome zu der neuen Folge. Wunderschönen guten Tag miteinander. Wir haben heute hier Fat Kitchens im Duo himself. Hola, muy buenas tardes, merhaba, chicos. Grüezi miteinander. Salut zusammen. Sali miteinander. Alle miteinander. Hoi, Wie haben das überlebt, das Intro? Haben das- Ist unerwartet gewesen. Geil. Vor allem zuerst eine halbe Stunde einfach ruhig nichts am Sagen und dann bam. Du hast Gas gegeben. Ist wirklich sehr, sehr Das geil ist auf gewesen. Knopfdruck. Wir haben hier einen Knopf und der... Ist eben geil, weil das fließt Intro, etwas rein. das Intro schaut Leute einmal an und der Klick zählt ab 30 Sekunden. Ist das Intro geht 30 Sekunden, nachher hören es die Leute und nachher klicken es sowieso weg. Von dem her. Das ist nur der Motivationsmorgen-Kick für jeden, der das lässt. Hey Chicos, danke vielmals, dass ihr da sind. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gern. Schön habt ihr den weiten Weg, die 850 Kilometer von Basel zu uns. Kein Problem, Privatjet erklärt. Über 7 Grenzen sind die Basler zu uns gekommen. Das erste Mal Basler, oder? Ja, Ich glaube. Ach schon? Ich glaube, das erste Mal Basler. ja, voll. Der Das Kai, sind die Besten. ja, schön sind ihr Mal, da gewesen. Applaus für Basel. Schade, gönnt ihr schon. Applaus für Basel. Erste Mal Basel. Basel. Ihr habt hier einen Luzerner Fasnachtsboy, der im Clinch ist mit Basel Schon wegen gut, Fasnacht. Fasnacht in Basel ist Ihr besser. habt einen Zürcher Fan, FCZ-Fan, von dem her auch schwierig. Damals immer so. Bro, weißt du, was ich lachen muss? Schau mal seine Kopfhörer an, bitte. Wieso, Mann? Auf eine Seite. Schau, ich bin auseinandergenommen von diesen zwei. Nein, alles gut. Aber kommen sie rein, ja, ey, Kopfhörer ist nicht gut und so. Ich nehme den kaputten Kopfhörer über von ihnen und jetzt lacht er mich aus, Alter. Ladies and gentlemen. Schön, wir können starten mit Lachen und mit Absolut, Brüllen. das ist das Schönste. Für das sind wir da. Danke vielmals, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass Sehr ihr da gerne. sind. Fat Kitchens in the house. Ladies and Das ist irgendwie, gentlemen. mit dem Namen ist es noch geil, Leute. Die zwei wohlgenährten Jungs da sitzen. Und wir sagen, Fat Kitchens ist Fat da. Ja, Kitchens. Bro, irgendwie müssen wir ja hinter dem Namen stehen. Finde ich Legende. Aber Sind geiler Name, ich schwöre, der Also, passt voll. also eigentlich könntet ihr ja sagen, ihr seid 2 Athleten gewesen vorher und haben den Namen einfach Vorher- und dann haben gesagt, ey, wir müssen jetzt ein bisschen zulegen. Ja, wegen- vorher haben wir Skinny Kitchens gesagt. Und dann haben wir es ein bisschen zugenommen und dann haben wir das andere leider. Kitchens. Skinny Kitchens heisst er auf OnlyFans und auf Instagram. Fat Kitchens. Läuft ein bisschen besser. Ja, das ist schon so. Die dort kurdische Füße verkaufen. Eure legendären Videos sind viral gegangen, durch Mann. ganz Schweiz. Ich weiß nicht, ob es außerhalb von Schweiz Deutschland schon erreicht Ja, ja. hat. Also das Highlight ist eigentlich gesehen. Also ich habe das mit den 34 Millionen, hat etwa 30% Amerika gehabt. Nein! Tschüss, ich habe 11 Millionen in Amerika. Ich will jetzt nicht irgendwie keine Ahnung, Nein. so hochnäsig sein. Ah, gar nicht. Ist schon Anhand lang von diesem vorbei. Video hat mir dann Jason Derulo geschrieben, also das Management. Wirklich? Ja, das Management. Und Brutal! dann ist das Video auf seinem YouTube-Channel hochgeladen worden. Was? Und war, also einfach. Also sein Management hat geschrieben, hallo, da ist das Management von Jason Derulo, der findet das Video geil, wir würden es gerne auf seinem Channel hochladen. Der hat so Dings gehabt, wie heißt es schon wieder? Was? Format, wo er so virale Videos einfach hochladen von verschiedenen Influencers, wo er pusht und so, und dann hat er das hochgeladen. Ja. Und euch markiert und so? Ja, markiert alles. So geil. Alter, geil. riesige Legende. Ja, das ist richtig geil gewesen. Also, also eigentlich habt ihr den Jason Derulo ein bisschen gepusht. Ja. Ein bisschen Bekanntheit in der Schweiz für ihn ein bisschen gepusht. Der Der macht ja Schweiz keine ist- Musik mehr, oder? Von dem Das her. ist krass. Wenn ich jetzt würde schreiben, würde er Nachricht sehen, weil er mir ja schon mal geschrieben hat. Sozusagen. Ah, Also ja, Management voll. will. Es geht nicht mehr Nachfrage rein, sozusagen. Erzähl mal so, Fat Kitchens, wie hat das angefangen? Wie hat die Geschichte überhaupt gestartet? Nur so eine kleine... Bro, ich mache es kurz schnell zusammengefasst. Es hat angefangen vor 5 Jahren. Damals habe ich noch als Koch geschafft. Ah, du hast Und wirklich gekocht? ja, ich habe Koch gelernt und dann habe ich auch als Koch geschafft. Und dann war eben Lockdown und so alles gewesen, und dann haben wir keine Beschäftigung gehabt.
es ist ja alles zugesehen. Ja. Dann habe ich im ersten Lockdown so ein bisschen für mich angefangen zum Aufnehmen. Ich habe in einer Hand habe ich die Pfanne gehabt, in der anderen Hand habe ich das Telefon gehabt. Okay. Und dort habe ich noch kein Schnittprogramm gehabt und so. Ich habe alles auf Insta direkt über Reel habe ich immer die Ja, Szene ja. aufgenommen, pausiert, weitergemacht, aufgenommen. Manchmal habe ich oft so Videos verkackt. Geil. Und dort habe ich auch so einen komischen Namen gehabt. Also ich habe einfach meinen Nachnamen Doan habe ich gekürzt, DGN. Dann Bodenstrich, Culinary für kulinarisch. So. Das war schwierig zu merken für die Leute. Und dann im zweiten Lockdown hat dann eben Yasin die Idee gebracht, ich mache etwas anderes und so. Die Videos kommen zwar gut an, aber es generiert keine Reichweite, weil es einfach zu unprofessionell ist. Ja. Dann hat er eben gesagt, hey, komm, wir tun erstmal die Namen ändern. Und dann hat er eben die Idee gebracht, wir sind beide fett und so. Verbinden unsere Namen zusammen. Also Fett und Küche und seine Englisch-Skills sind Katastrophe, da keine Ahnung. Das stimmt. Und dann hat er eben gesagt, also Fett und Küche, komm, wir lassen das irgendwie kombinieren. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, eben Fat Kitchens. Also zuerst Fat Kitchen, dann haben wir geschaut, auf Instagram, Name ist vergessen, dann habe ich Fest gemacht und dann ist Schon mal zwei so ein dickes Gesicht, wo etwas filmen. so ist dann eigentlich der Name geboren. Und dann hat er gesagt, ey, das statt dass wir eigentlich immer daheim drehen, kommen wir gehen in die Natur und so, wir machen ASMR-Videos, das ist mega Dings, in und so. Und dann haben wir angefangen, draussen drei und nach 2 Jahren ist so 1,5 Jahre jetzt angefangen so mit Follower auf. Am Anfang ist es immer so halbpatzig, so 10'000 Klicks, 5'000, ist nie weiter auf und dann nach 1,5 Jahren, 2 Jahren ist es. Und wir sind einer der ersten, die im Wald gekocht haben. Ja. So. Aber So in der Schweiz oder so? Es hat einen in Amerika gehabt, der der erste. Colina USA heißt er. Das ist einer von der ersten, das ist der, der auch immer mit dem Hund draußen ist. Ah, ich weiß ja. Ja, genau, das ist einer von der ersten gewesen. Aber der, der in der UFC kämpft, der in Novski, wie heißt der? Volkanovski, Alex. Ja, von Aber der kocht doch nein, nicht nein, der kocht doch, macht auch Kochvideos im Wald. Aber er folgt den Fat Kitchens. Nein. Mal. Na, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wenn ihr das wisst, Alter. Das war auch Legende, Mann. Nein, Also, nein, wir alle In der UFC, der ist brutal. nein. Und dann eben so, jetzt Nice. dann, über die Jahre haben wir das dann so aufgebaut. Was ist denn dein Part bei Fat Kitchens? Kannst du mir das ein bisschen erzählen? Essen. Einfach da, wo ist, ja. Der Job hat ja auch, Mann. Das ist geil. Vor allem, weißt du, ich habe mit ihm geschrieben, oder? Zum da noch und noch gesagt, so, ich habe vorgestern oder so gesagt, ey, wir brauchen 2 Mikrofone, oder? Ja, voll. Oder 4 in dem Fall. Noch du so, wieso? Der ist schon allein. Ich so, ja Bro, er hat gesagt, sie sind das Zweite. Ich habe gedacht, aber nein. und du hast mir geschrieben, okay, ich muss Doku schauen, oder? Noch habe ich Doku halt angefangen zu schauen und ich habe so sicher gedacht, schau, Ganz jetzt, geile dann bringen wir zu dem auf, ja, willst du nicht mit einem Kollegen mit, der sitzt jetzt einfach da neben dran und hängt mit mir. No, schau die Doku, ich so, die sind einfach das Zweite. Und dann habe ich erst gecheckt, Fat Kitchens, wird so, dann habe ich erst dort... Also weißt du, Dings, also ihn haben wir ja vorher nie revealed gehabt und wir haben nie gezeigt, wer er ist. Also die vereinzelte Leute in der Umgebung und unserem Umfeld haben gewusst, wer der Kameramann von mir ist. Ja. Dann einfach bei der Doku, wo wir es dann öffentlich gemacht haben, haben wir auch gesagt, wir nehmen ihn mit. Also, Ja. dass Und wir dort eigentlich zeigen wir beide wirklich sind. alles. Genau. Da haben wir wirklich alles gezeigt. So oben ohne und Genau, wenn wir jetzt so. irgendwo eingeladen Nein, werden, das also ist ich, genau. Wenn ich irgendwo eingeladen werde, dann sage ich immer, ey, wir sind zu zweit und man kann uns nur zu zweit buchen, weil er ist 5 Jahre an meiner Seite, ich tue nicht Dings, weißt du, hintergehen wegen so etwas. Genau, ja, küsst euch jetzt. Also auch wenn ihr ihn allein bucht, müsst ihr auch für 2 Leute zahlen. Weißt du, das ist eben geil. Ich habe mit ihm schon mal einen Podcast gemacht, der ist einfach allein gekommen, also scheiß auf ihn. Wenn ich ihn frage, kommt er allein. Wenn ich dich frage, Das muss man vorausstrahlen. nein, geil, Alter, geil. Ist auch geil, so die Loyalität, die man dann auch so sieht. Das ist sehr lobenswert. Appreciate da alle Videomakers. Ja, Mann. Nein, ich tue auch Auftrag ablehnen, wenn sie ihn beide nehmen. Also wenn sie uns beide nicht nehmen. Gut, ich finde es ein Kollege, Alter. Weißt du, wenn du jetzt sagst, weißt du, wenn du jetzt wegen dem absagst, Alter, wegen einer Person mehr. Ja, voll. Nein, wir feiern das absolut. Voll. Wir haben gerne, nächstes Mal kommen wir 10 Leute, ist egal. Jeder abwechselnd soll etwas sagen. Ein Wort. Wie wo der Ding da war, weißt du, mit den Kindern. Ah ja, voll, der ist besser. Erzähl mal so, also ich finde, was ihr bei euren Videos so geil macht, ist das Sounddesign. Jetzt für mich interessiert das, ist das Interesse mega groß, wie ihr das überhaupt möchtet. Weil ich sehe, in der Doku sieht man nur, dass er mit Handy aufnimmt. Aber darf ich dir das erzählen? Wenn ihr das überhaupt Ja, erzählen? Ja, wir erzählen schon. Bro, ich schaue einfach ein paar Sachen auf YouTube an. So wie ich am besten Sounds aufnehme. Okay. Sprich, wenn ich es so aufnehme, dann tue ich halt Handys so heben. Also dass- man kein Mikrofon, nichts. Es ist Ah, wirklich, macht alles mit dem Handy. Ja, wirklich nur Handy. Das ist unsere treue Begleiter seit Anfang an. Dann hebe ich das so, dass der Sound wirklich von da vorne einfach reinkommt und fertig. Bro, Leute haben schon gesagt, mein Mikrofon in Chicken rein, da, die haben alles Mögliche gesagt. Ja. Viele denken, Ich habe gedacht, das kommt jetzt voll so irgendetwas. Nein, nein, ist So, wirklich nur Mikrofon ins iPhone. Ohr rein, so anheben. Also laufen. ich habe gedacht, es ist ein externes Mikrofon, das ihr nicht dort habt, das speziell aber auf wir ein Richtmikrofon Wir ist. müssen schon schauen, dass es nicht windet oder dass man keine Leute im Hintergrund hören, dass man wirklich nur das hört, was man macht.
Wenn sie jetzt wendet und so, dann nehmen wir gar nicht auf, dann warten wir noch ein bisschen. Ladies and Gentlemen, alle Leute da draussen sehen, wir brauchen nicht viel Equipment, einfach ein Handy. Ist auch wieder mal das, ja. Weißt, wenn Idee. Leute, ich finde jedes Mal, wenn ich jetzt so Sachen höre und dann höre ich andere Leute, die dann sagen, ja, weißt du brauchst irgendetwas. Du brauchst das, ja, ich brauche Equipment da. Kollege, fang einfach an. Einfach machen. Fick mich nicht, mach einfach mal. Motivation hat dann Angst. Ja, Wenn voll. du motiviert bist, dann findest du immer Lösungen. Ja, wenn intrinsisch motiviert bist selber, wenn es dir Spaß macht. Genau. Und vor allem, ich finde auch geil, dass es splittet. Also weißt du, das ganz klar ist, du kochen, du machst den Rest. Geil, geil Aufteilung. Es ist schon Also die fertig, Aufgabenverteilung auch ist eigentlich, dass ich ja koche. Ja. Also Yasin unterstützt mich auch während dem Kochen, zum Beispiel Sachen schälen oder was auch immer, dass es schneller geht. Weil die Videos sind recht aufwendig. Von daheim, also vom Einkauf heimbringen, am nächsten Tag dann zum Drehort fahren, alles abladen, aufbauen. Ja. Also es nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Und Yasin nimmt das halt auf, dass ich weniger Aufwand habe. Ja. Sonst müsste ich immer ein Stativ mitnehmen, neu Ja. positionieren, so Absolut. dies, das. Und da nimmt er mir recht viel Arbeit ab. Ja. Schneiden tue ich dann selber. Also die Videos schneide ich alle selber. Und sonst schaut die Yasin auch so, dass wir halt zum Beispiel, er bringt auch neue Ideen, neue Videos, also Ja. neue Kreativität. genau, Rezepturen. Und also Rezeptur macht er nicht, er sagt auch so, komm, mache das und das. Aktuell ist das im Trend, wenn wir das Ja, ein bisschen voll. ähnlich machen oder besser machen. So, er ist immer so up to date. Und du bis jetzt alles in der Schweiz gefilmt? Ja, bis jetzt schon. Also ich kann es schon. Nein, bis jetzt schon alles nicht. Alles Schweiz. Jetzt So in 2 mal- Wochen gehen wir auf Amsterdam und dann nehmen wir dort noch ein paar Sachen. Nice. Geil. Wie viel Mal veröffentlichen ihr? Also wie viel Mal postet ihr etwas? Also ich sage ehrlich, ich versuche eigentlich mehr als einmal pro Woche. Ich bin auch recht, also was Storys angeht, unter der Woche recht inaktiv, ich weiß es. Ich arbeite halt 100% als Verkäufer im Aussendienst, in der Gastroszene. Also ich verkaufe Fleisch, ich bin im Verkauf für eine Metzgerei und ich habe sehr viel zu tun. Und jetzt eben durch Fasnacht und so ist hure viel los momentan durch und das vorbereiten. Und es ist recht viel zu tun. Also ich arbeite wie unter der Woche 200% und am Wochenende noch 100%. Aber wo ihr viral gegangen sind, ihr habt nur eins pro Woche gepostet und ist dann so viral gegangen. Wir posten seit 5 Jahren, einmal in der Woche. Was? Wenn ich so überlege, wenn ich in 5 Jahren das jetzt heute geschafft habe, was wäre gewesen, wenn ich 2, 3 Zweimal, Videos ja. im Ja, Woche voll. Ja, voll. dann wäre ich Krass, woanders. genau, Es ja. gibt ja Leute, die neu anfangen und innerhalb ein Jahr das Doppelte von mir erreicht haben oder von uns halt. Ja, ja. So, weil die einfach ich finde die Zeit nicht. Ja. Das geht nicht. Ich kann Es nicht. ist schon fertig. Weißt du, ich finde immer, wenn Leute so sagen, ja, weißt du, einfach Videos machen, posten, Kollege. Ja. Du, wenn du selber mal wirklich irgendetwas aufgenommen hast und dann, du kannst ja nicht einfach aufnehmen, bam, ist online. Du musst es schneiden, du musst es schauen, dies, das, du musst die Idee planen. Ist ja nicht einfach so, dass es filmst, du kochst fertig. Genau, das ist auch der Grund, gewesen, wieso wir dann die Doku aufgenommen haben. Das ist auch einerseits eine Visitenkarte von uns zwei, dass man sieht, wie wir eigentlich so hinter der Kamera, hinter der Kulisse sind, dass auch unsere Idee. potenziellen Kunden echt sehen geile können, Idee wie gefunden. wir eigentlich so drauf sind. Also wir machen schon Faxen während der Drehs und so, aber schlussendlich sind wir immer professionell. Ja, ja. Also wir nehmen unsere Arbeit sehr ernst. Was feiern die Leute am meisten bei euch bei den Videos? Also, oder, Alles, was frittiert. Alles frittierte Sachen, Bro. Ich glaube, unsere Zuschauer 90% alle fett. Ich kann nicht sagen, 90% Übergewichtig, Alter. Alle haben, Bro, glaube 80% Körperfett. Vor allem, ich habe in Doku, ich habe so eine geile Idee gefunden. Du hast gesagt, hey, schau die Doku. Ja. Noch nicht die Doku geschaut, ich so zuerst, ich so, ja, da 1,5 Stunden Doku, weißt du, ich sehe die Zeit. Ich sehe irgendwie 20 Minuten, ich so, chillig, Ja, Alter. 15 Minuten, ja. Ja, so knapp 20 so. Kann ich mir so schnell reinziehen. Habe ich geschaut, ich habe genau das Gleiche, alle lieben frittierte Videos. Dann bin ich so geschaut, was am meisten viral Einfach ist. alles Also fettig, frittierte Bro. Sachen, Alles was fettige hey, das ist Sachen. aber eine Gesellschaft. gute Idee für uns. Machen wir auch ein Doku. 10 Minuten einfach so. Bruder, wir müssen nicht immer so den hübsch Leuten sein, schicken. Alter, das ist das Hey, Problem. Also für die Doku nicht gesehen haben, A Day with Fat Kitchens auf YouTube. ganz geil. Ja, Ja, Mann. müsst Richtig ihr gut. euch Ja, reinziehen. Mann. Ja, man, die Also ist wie ein Film empfehlenswert. Das ist echt wie ein brutal Film. gemacht. Wer hat das gedreht? Das ist John.edge auf Instagram gesehen. Ey, John.edge auf Jan Instagram. F. Oktober, der Killer Chief. Er weiß schon, was ich meine. Er checkt das. Geil, geil, Alles geil. gut. Nein, geil, Mann. Und er hat uns so mega geholfen, da muss ich ehrlich sagen. Er ist immer da gewesen, wenn wir etwas gebraucht haben, wenn wir so Tipps über Videos gebraucht haben, er ist immer Geil. Auch ein Basler. da. Ist auch ein Basler, ja. Ich habe das Gefühl, Basel ist schon noch recht. Basel sind Ihr sind, voll mit talentierten Leuten, aber keiner nützt Talent aus. das hätte Ja, ich jetzt aber so jetzt nicht Basel- gesagt, aber nein, ich habe das Gefühl, es sind hure loyal Zusammenhalt. zueinander. Ja, Hure- das schon. Das schon, ja. Also bei uns ist halt, also vor allem wir zwei, wir haben viele Leute gehabt, jetzt die letzten 1-2 Jahre, die gekommen sind und gegangen sind, Ja. Also die sind immer so geblieben, 2-3 Monate, haben wollen etwas profitieren und so und dann Ja. plötzlich haben sie sich nicht gemeldet. Weil ich sehe es nicht, dass ich jedem muss nachrennen, weil ich habe genug andere Sachen zu tun. Ja, safe. Und der Jason ist ja seit 15 Jahren an meiner Seite. Ihr kennt euch ewig. Seit Kindheit. Ihr sind nicht verwandt. Ihr sind, Nein, seit Kindheit. Also Familie und so, alle kennen sich. Und Ja, ja. der ist einfach der also Einzige, wo- eigentlich Cousins in dem Fall. Ja, Familie kennt sich plötzlich, wenn Ja, jemand ja. fragt, ja, Ja, Cousin. gut. Ja. Es fehlt nur noch, dass du mit ihm heiratet. Ja. Nur, dass er gefällt. Ich sehe ihn zum Teil mehr wie meine Frau. So. Ja, ja, safe. Oder umgekehrt auch.
Also das ist schon recht, wie soll ich sagen? Deprimierend. Nein, das ist eigentlich schön. Also für mich ist es schön. Also, ja. Nein, für mich ist es schön, wirklich. Also ich Verstehe, find's ja, top. Und er ist halt immer da gewesen, wenn ich meine Downphase hatte. Umgekehrt auch, ich bin auch immer für ihn da gewesen und es hat nie Komplikationen gehabt. Also. Okay. Was ist so mit Hate? Wir sehen, wie ihr Fleisch schneidet und so. Jetzt für uns ist es nicht schlimm, aber vielleicht für Veganer oder Vegetarier. Wie gesehen, haben ihr mal so Hate bekommen? Also so vegan Hate und so nicht viel. Leute haben einfach mal so empfohlen, mach mal etwas Vegetarisches, Veganes, so, es lernt nur Fleisch am Essen. Du direkt verpisst dich. Unser Hate-Monat fährt erst jetzt, also heute. Jetzt, seit heute ist Ah, ist Ramadan Karim, ja? Ramadan alles Karim. Gute. Also ich... Ramadan Karim. Aber... Vor allem, unsere Hate- wenn es draußen ist, ist schon fast fertig. Loda. Aber... Da habe ich mir undercover zeigen, Mann. Nicht mehr Schluck, Bro. Willst du drücken? Wenn du sagen, was er nachher machen. Also ich bin ja Levit, ich bin ja... Aha, okay. Wir fasten nicht, also das ist nicht unser Fastenmonat. Natürlich tue ich das akzeptieren, ich unterstütze jeden, der das macht. Ja. Und ich wünsche allen viel Kraft während dieser Zeit. Also das Jahr ist ja auch einfacher, wegen Iftar-Zeit. Das ist viel, viel früher wie im Sommer, wie letztes Jahr. Und das ist nicht so heiß. Ja, also... Lasst mich in Ruhe, ich lasse euch. Ja. Aber also Hate-Welle haben wir immer während Ramadan, ja. Ah, schon. Ah, krass. Die kommentieren ein Video, das vor 3 Jahren gepostet wurde, wie du postest während dem Ramadan. Ich so, Alter, ich habe vor 3 Jahren im Dezember gepostet, also Hintergrund Schnee, das hat sie wieso postest während des Ramadan. So. Geil. Aber vegan, Vegi und so nicht wirklich viel. Ah, wirklich? Ja, und die tun zum Beispiel auch sagen, da ist ja nur so Sachen, da esse ich jeden Tag keine Chicken Tender, so, das weiß ich auch nicht mal so. Aber es ist gut, wir haben mehr positive Kommentare, Rückmeldungen als negative. Könnt ihr euch erinnern an einen witzigen Negativkommentar? Also ich habe einfach von früher, als ich noch fürs Militärvideo gedreht habe, Ja. also wo ich Kooperationen mit denen hatte, dort sind halt so recht rassistische Kommentare gewesen, so Also Reise alle- in dein Land und so, was machst du da in Schweiz? Dabei sind das so zum Beispiel Leute, die nicht einmal Militärdienst Ja, leisten. ja. Dann, also, Gut, weißt du, das finde ich eben, wenn du jemanden beleidigen, eine Person mit Migrationshintergrund, wenn du wirklich beleidigen und der geht nicht ins Militär, kannst du sagen, Kollege, du machst den Dienst fürs Land nicht. Kollege, wenn du den wirklich machst, Alter, fick deine Mutter, Alter. Ich bin da, du nicht, Alter. Vor allem, du bist ja Wachmeister gewesen, oder? ja, genau. Also ich habe noch weitergemacht und Was? keine Ahnung, am Anfang, das ist schon am Anfang von unserer Zeit, also das 2. Jahr, wo wir Influencer gemacht haben, das hat mich schon recht gekränkt. Am Anfang hat mich jeder Negativkommentar so wie gestört, weißt du? Ja, Touch, Ich wollte ja. direkt Vollgas drauf gehen, Ja, ja. aber dann habe ich so müssen langsam so... Ich kann ihm sehr oft so sagen, ey Bro, chill. Er hat antworten das. Wenn einer geschrieben hat, ey, wieso du gehst nicht in dem Land, und er hat Anrufen. Fick deinen Vater. Ja, genau, so, ich habe direkt eigentlich so der Adresse Asoziale und so so, aber dann... Mit wie alt bist du so das erste Mal mit Influencer-Thema in Berührung gekommen? ich glaube 25, vor 3 Jahren. Findest du, es zu früh gewesen? Bist du schon ready gewesen für das oder noch nicht? Bis heute habe ich ab und zu noch Schwierigkeiten, weil es sind so unvorhersehbare Momente, weißt? Wir sind zum Beispiel auch, wenn wir in der Stadt sind, wenn viel läuft, kommen Leute und längen die an, weißt du, so, hey, was läuft und so, die kommen so oft zu, als würdest du sie 10 Jahre kennen, weißt du, dann fühlst du dich unwohl. Und ich kann es nicht gerne, wenn mich fremde Leute einfach so anlängen, weißt du. Also gewissen Respekt musst du schon, auch einer, der im öffentlichen Leben ist, musst du schon den Respekt bringen. Also das ist jetzt meine Meinung. Ich kann ja auch nicht auf eine berühmte Person zu und sagen, hey Bruder, was läuft und so. Ja. Also ich grüße ihn ganz normal, ich sage, hey, geil, was du machst. Aber es gibt auch so unangenehme Momente. Aber es sind auch sehr schöne Momente. Und damals hatte ich mega Mühe mit dem gehabt, dass man mich auf der Straße erkennt, weil am Anfang haben wir ja also mein Gesicht habe ich am Anfang auch nicht gezeigt. Ah, die ersten Einfach Videos nur- ist... Ich habe nur Endprodukt gezeigt und dann haben wir eben gesagt, wir müssen auch unser Gesicht zeigen, damit es mehr läuft und so. Ja, ja. Wo wir dann alles geleakt haben, dann ist es besser gelaufen. Cool. Und jetzt würde ich halt gefühlt überall erkannt. So. Ja. Vorher sind wir an der Tankstelle, sieht mir auch einer erkannt, ey, geile Sieg. Geiles. Einfach nur das, Ja, ja. geile Sieg und ist gegangen. Aber ist cool. Das ist total, das ist voll geil, ja. Das ist richtig geil. Ich finde auch, es ist aber auch schwierig, muss man schon sagen, wenn irgendjemand siehst, aus dem öffentlichen Leben, irgendein Fußballer, Sportler, was auch immer, Influencer oder so. Es ist schwer, nicht Hallo sagen oder so irgendetwas. Ich finde, es ist schwierig, höflich den richtigen Moment für zwischen Props gehen und höflich sein und Privatsphäre Ja. irgendwo durch noch respektieren. Ja, ich habe kein Problem, wenn Leute auf mich zukommen und mir Hand geben. Weißt du, das ist ganz normal. Ich gebe auch so Hand oder wie du willst.
Aber weißt du, dass auf der Schulter klopft Ja, und so, ja, ey, geil ist voll, hier. ja. Und dies, Machen wir mal einen Burger, das läuft. hassen Ja, wir genau. am meisten. Hey, machen wir mal einen Burger. Ohne Hallo, Ohne nichts, einfach so. Machen wir einen Burger. Wenn machst du mir einen Burger? Am liebsten würde ich sagen, okay, verpiss dich nicht, ich guck, mach selber, Mann. Wenn deinen auf lustig tut, Ja, oder ich sag deinen Gang in Mac, schmeckt dir besser. Ja. Wir sind nicht Stammkunde McDonalds, wir supporten ganz McDonalds. Ich habe jede Woche ein Gratis-Menü wegen diesen Punkten. Jede Woche. Jede Woche. Was, das wäre ein geiles Video. Kochen die McDonalds. Das wäre schon geil. Boah, das wäre geil. Das wäre richtig geil, crazy. ja. Weißt du, sogar in der Nacht zu Nacht- und Nebelaktion. Einfach dort, so auf dem, wie einem Kinderspielplatz oder so. Ja, wir sind auch schon seit Jahren, wollte ich eigentlich in Mac-Sortiment reinkommen, das ist mein Ziel. Ja. Dass ich so wie René Schul damals, Ja, ja. der Signature Ja, Burger, ich ja, wollte ja. eigentlich so etwas erreichen. Der mit Rucola und so, den er dort hatte. Genau, Ja. das ist eigentlich so Ah, mein ist von Ziel. Bern, ist ja nicht. Ja, Hat anders Spaß. ich weiß gar nicht. Nein, 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 ist das Berner. Berner. Also ich glaube, er redet wie ein Berner. Ja, das ist von kann Bern. sein. Auf jeden Fall ist das eigentlich so mein Ziel, dass Geil. wir in Mac reinkommen. Weil Mac sieht Manifestieren, Bruder. Manifestieren, Bruder, Alter. Tamam, hallo. Wenn wir hier jemanden haben, der etwas sagen in den Mac, los, ich tue den Burger schauen, das hat Er hat so viel über Mac geredet, ich habe noch Lust, mit dem Burger holen, Alter, wenn ich heimgehe. Erzähl mal, das mit Militär, wie hat das funktioniert, dass sie dir die Erlaubnis geben, dass du dort Videos machen darfst? Also, das ist während dem WK gesehen, 2022. Bist du fertig jetzt mittlerweile? Ja, seit vorletztes Jahr im September. Hast du auch gemacht, das Militär, du? Bro, Doppel-UT. Ja, verpiss. Das Lachen ist schlimm, gell? Das ist wirklich, das ist ein Grund, zu fett. Aber schau, jetzt, er am Lachen, der hat immer noch einen somalischen Pass. Kannst du unseren Pass? Ja, ist kein Schweizer Was Pass. schlimmer, Mann, wieso lacht er mich aus? Ich hab's probiert. Ich habe Militär gemacht, ich kann ja noch lachen, Bro, er lacht dich aus. Ich bin wenigstens an die Aushebung. Er ist wenigstens Doppel-UT. Ja, voll. Ich bin an eine Aushebung gegangen. Ich hab's versucht, ich meine es aber der hat gesagt, keine Chance. Geil. Geil. Hey, erzähl mal, wie hat das funktioniert? Das ist eben im 2022, da bin ich im WK gewesen, im Tessin. Ich habe jedes Jahr im Tessin WK gehabt. Und dann habe ich während dem Ausgang, wir haben so selber einen Grill gebaut aus so Ölfässer. Die grossen Ölfässer. Gangster, Haben wir da Alter. halbiert und dann so einen Grillrost drauf da. Das will ich selber zum Also es Mal. hat ein Bauer gemacht bei Geil. uns, so ein Tessiner Bauer, der hat das für uns gebaut, dass wir so Kompanie oben und so grillieren können. Gangster, Mann. Da habe ich gesagt, ey, ich brauche den Grill und so, ich wollte während dem Ausgang ein Video drehen, im Militärkleider, weißt du auch so. Dann habe ich so ein, zwei Soldaten genommen, einen anderen Soldat, der PIO war, also Kameramann von der Kompanie, vom Bataillon. Hat gesagt, ja, ist gut, ich mache für das Video und so. Dann hat er wirklich aufgenommen, so professionell mit Kamera und alles. Und dann hat er mir das fertig geschnitten und zugeschickt. Dann habe ich das, ich habe gesagt, ey, soll ich posten und so, die sagen, ich weiß nicht und so. Dann habe ich gesagt, gib mir mal Kontakt und so über von Social Media Team direkt von der Armee. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, die Kontakt kann ich nicht rausgeben und so. Ich kann nicht wissen, wieso, ist ja gleich. Auf jeden Fall habe ich dann einfach hochgeladen, mir ist scheißegal gewesen. Einfach hochgeladen und dann direkt geschickt. Armee.ch, einfach per DM. Ich habe auch so reingeslidet und trocken direkt rein. Massiv wie DMs gekleidet. Direkt geschickt und dann hat mir der Joel, das ist ein richtig geiler Typ, Mann. Props an Joel, danke dir vielmals. Bravo, Joel. Hat er mir zurückgeschrieben, ein geiles Video und so, komm, wir machen direkt Videocall. So, geiles Jahr, das ist schnell gegangen. Ja. Wie lange hast du gewartet? Ich glaube 2-3 Tage. Also er hat am gleichen Tag hat er mir geschrieben, ich gebe den Termin durch für Videocall. Geil. Und dann ist glaube ein paar Tage später gewesen, Ja, ja. und ich bin ja zu dieser Zeit noch Lastwagenfahrer gewesen. Ja. Und dann haben wir so drüber also wir haben einen Videocall gehabt und geredet, ey, hure geile Sachen, was du machst, dieses, wir können das sicher so für die Militärküche integrieren. Ja. Also warte, Für uns. hat er aber schon Videos und so gesehen auf deinem Kanal? Ja, das schon. Aha. Also Videos, also er hat mich nicht kennt vorher. Und dort bin ich noch recht klein gewesen. Durch das halt aufmerksam. Dort habe ich 5'000-6'000 Follower gehabt, die haben mich dort direkt gepusht. So, wo Gangster. ich so klein war, das habe ich recht korrekt gefunden. Und dann haben sie mir zum Beispiel gesagt, ja, nimm ein Rezeptbuch vom Militär, also das Reglement Rezeptbuch und koch aus dort Militärrezepte aus. Und du hast es einfach ein bisschen schöner gestalten. Ja. Okay, ist gut gemacht und getan und so. Und dann haben wir auch die Bewilligung bekommen, dass ich in der Freizeit für Tönnikleider anziehen, dass wenn ich in Komplikationen komme. Alter, geil. Also mitschreiben und allem, dass ich eben Ja. zivil die Kleider anlegen Ja. darf. Dann sind wir drei Video gemacht und dann immer zugeschickt. Immer so alle 2 Monate habe ich versucht, ein Video zu machen. Und dann haben sie das immer als Co-Autor-Funktion und so haben sie mich die ganze Zeit gepusht. Hure geil. Dann ist 20 Minuten gekommen, die Aber ganze ja, nachher hat's und dann ist richtig es so Wellen geschlagen. langsam. Vor allem da ist schon noch selten, dass der erste Ja, absolut. Der Einzige, Tönnies wo träge das- in der Freizeit. Nur schon das ist ja Es schon... gibt schon vereinzelte Leute, die mit Tony Videos machen, aber das ist nicht offiziell. Bei Ja, mir ja. ist es wirklich offiziell. Andere
sie folgen mir bis heute noch. Vor allem die machen es dann ja auch immer ohne Namen ja, genau. und so. Weil Bei mir ist alles offiziell Ja. abgesegnet vom Dings. ich habe am Anfang gedacht, Kommunikationschef. der ist schon ein kaputter Typ, Alter. Der macht Videos mit dem Namensschild und so, dem ist scheißegal. Weil alle anderen, die ich kenne, machen es ohne das. Weil dann, Ja, spielt ja eh keine Rolle, mein Name ist eh überall veröffentlicht. Von ja, daher- ja, Da haben das. die anderen, die eben nicht offiziell machen. Aha, ja. Ja, weißt du, Eigentlich so meine ich. Ja, ja, du mal jemand ja, denkt, ja. so, du bist schon Psycho, der ist scheißegal, Alter. Ja, bei uns ist es halt abgesegnet vom Kommunikationschef, vom ganzen Newsroom, wo sie haben. Und Geil. Das ist richtig geil. Jetzt ja. machst du keine Videos mehr für sie. Nein, das oder? Problem ist eben, wir haben das eigentlich weiterführen. Jetzt ist es irgendwie so wie sistiert, so pausiert halt, wegen, weil ich nicht mehr aktiv im Ja, Dienst bin. genau, ja. Sie wissen nicht, wie sie mich nennen sollen. So quasi in dem Sinne, ja, Warum? Wachtmeister Dogan und jetzt, da ich nicht mehr im Dienst bin, Ex-Meister, Mann. sie wissen nicht. Meister? Ganz gemütlich, Alter. Ex-Meister! Wir haben auch mal eine Zeit gut gegessen. Oh, geil. Ex-Meister. Nein, ist wirklich geil. Aber jetzt Ex-Mann. habe ich würde mich sicher mit ihnen wieder treffen und dann schauen wir das sicher an, was wir in Zukunft können machen können. Hast aber, boah, stell dir vor, du am Schluss kommst du wie Nachdiensttag über. Wirst du noch zahlt für das? Kommst du Sold über für das? Nein, das ist ehrenamtlich gewesen. Ja. Also ich habe vom Militär, also falls jemand denkt, Steuergelder sind an mich gegangen, das stimmt nicht. Das ist alles gratis gedreht worden. Das Einzige, was sie übernommen haben, sind Einkäufe gewesen. Ja. Also die ganzen Einkäufe, die wir im Coop gemacht haben oder im Migros und so, haben sie ja übernommen. Aber es hat keine Zahlungen gegeben für Dienstleistung. Krass. Das ist alles ehrenamtlich. Krass, gewesen, ja. krass. Hey, Applaus, Ehre. Ah, das ist. Finde ich Gangster. Aber dort hast du aber allein gemacht, ohne dich, oder? Nein, er ist Kameramann gewesen. Er ist immer schon von Anfang an dabei. Dort haben sie nicht so gesagt, ja, es muss voll militärmäßig sein, alles von uns. Oder so. Die haben mir ja nicht gezeigt, von dem her. Ich nicht mehr Aha. gesehen. Ja, gut, das ist nicht egal. Das ist Okay, eigentlich okay. nur mich vor gesehen, der Sony Zeit, bin ich. wo- Ja. Erst seit dem Doku bin ich quasi auch auf öffentlicher Seite. Ja. Vor dem habe ich nie etwas von mir preisgegeben. Ja, genau. Also sie haben gewusst, dass es ihn gibt. Das habe ich auch immer klar kommuniziert. Es gibt ihn. Und- Du hast immer gesagt, ey, es gibt ihn. Ja. Es gibt jemanden. im Leben. Es gibt schwul, Alter, es gibt einen da. Ich habe einen. Und du immer nie den Namen sagen, es gibt einen. Und alle, ja, schön für dich, Alter, schön gibt's einen. So geil. Auf jeden Fall ja, ist es dann so entstanden und das habe ich voll Krass. geil gefunden. Ja. Und dann sind eben so Hate-Kommentare gekommen, wie «Verreise in dein Land» und so. Was Krass, machst du Alter. da? Krass. So, da ist kein Schweizer, sieht aus wie ein Schweizer, man das sieht doch nicht aus wie ein Schweizer und so. Ja, weißt du. ja. Ja. So eigene Gericht, hast du mal probiert zu erstellen oder hast du erstellt? Ja, ja. So Also, Kochbuch und so Thema, oder? nein, das nicht. Also Kochbuch habe ich mal überlegt. Ich glaube, die Kamera ist speichervoll. Aber wir können weiterreden. Wir- Ah, es nimmt okay, auf, sorry. Ah, Auf jeden Fall, wo bin ich hängen geblieben? Kochbuch, Kochbuch ist genau. überlegt. Es ist sehr, sehr aufwendig, weil das Ding ist, ich tue meine Rezepte eigentlich so spontan. Also ich habe jetzt morgen Ah, du machst Vi- auch ohne Mengenangabe, gell? nichts. Ja. Ich tue nur Zutaten drin. Ich habe morgen 2 Videodrehs und ich gehe jetzt nach dem Podcast einkaufen und ich überlege dann im Laden, was ich morgen mache. So. Das ist innerhalb so 5 Minuten an Ah, wirklich? Ja. Das ist für mich auch immer eine Überraschung. Ich weiß nie, was geworden ist. Ich habe immer so, also ich habe sicher, also immer wenn wir zum Beispiel, mir fallen auch in der Nacht immer hure viele Sachen ein, wenn ich im Bett liege, bevor ich penne. Und ich führe auf Handy, auf den Notizen führe ich so Ideen. Ja. Dann schreibe ich das auf, ich habe glaube über 1000 Rezepte drin. Also 1000, Wie viel Mal hast du das gleiche gekocht für die Videos? also gleich nie. Zum Beispiel Chicken Tenders haben wir jetzt glaube 2-3 Mal gemacht, aber halt immer anders mariniert oder halt anders gemacht. So. Weil irgendwann hast du fast alles gemacht, weil im Wald kannst du halt nicht alles Ja, machen. Du kannst ja. nicht wie daheim kochen draussen. Ja, Du könntest verstehe, schon, ja. aber bräuchtest noch viel mehr Material. Eine Lasagne wäre brutal. Alter. Genau. Ich merke, du hast Hunger, Alter. Schlimm. Und das Problem ist, der hat immer Hunger. Ich habe immer Hunger. Der hat ein Loch im Magen. Dauerhunger. Weißt du, also ihr macht ja jedes Mal im Wald, oder? Ja, genau. Also So wir haben jetzt auch versucht, ein bisschen daheim zu drehen. Wir haben das öfters auch schon daheim gemacht. Aber wir merken auch, Wald die ist anders Reichweite viel. zwischen draussen kochen und daheim kochen ist schon, also Unterschied, man merkt ja. schon. Und auch, so, ich weiß nicht, in den Bergen oder so, schon Thema. Haben wir auch schon vorgehabt. Das Problem ist auch, es hat nie funktioniert. Entweder schafft er am Samstag oder es passt nicht zeitlich ja, so. Ja. Wir haben auch schon Blausee angefragt, um dort zu drehen, am See direkt. Also am Für was musst du Bächle dort. anfragen? Wieso sind wir nicht gegangen? Ja, weil das ist ja zu, du musst Eintritt zahlen. Ja. Blausee ist ja nicht ein öffentlicher Ort. Es hat sogar... Haben wir dort nicht gedreht wegen 5 Franken Eintritt jetzt? Nein, wir müssen Ich will sagen, Alter, das ist Irgendetwas ist- Nein, du hast 5 Franken Eintritt, die haben uns gesagt, kommt wirklich früh genug, dass ihr eine Grillstelle bekommt. Es sind 2-3 Grillstellen dort, direkt am Bächle. Und dort wollen wir eigentlich Dings mal drehen. Direkt, also zuerst einen toten Fisch reinschießen und dann da rausfischen. Und dann grillen wir den. Weißt du, wie geil? Noch verpackt rausholen, Alter, wäre auch geil. Krass. Ich fände es auch geil, würde das irgendwo so in Kurdistan oder so irgendwas kochen. Wäre auch Ja, das geil. wäre auch nicht schlecht. Ja, Wäre auch, aber wär auch geil. Disneyland.
Disneyland oder was? Disneyland. Im Wilde Westen. Grusige. Im Wilde Westen, Alter. So irgendwas wäre auch geil. Fantasyland. Mal ein bisschen, Fantasia. ich meine nur, nicht, dass es nicht da machen, aber Nein. weil halt immer im Wald ist und wir können ja auch in den Das ist Bergen schon noch machen. nicht Oder Also so. ich gehe jetzt diesen Sommer auf Türkei. Wahrscheinlich ist er dann zu dieser Zeit auch dort, bin ich noch nicht sicher. Und er wohnt eine Stunde von mir dort. Also er in Konya und meine Familie wohnt in Ankara. Dann würden wir uns wahrscheinlich treffen und dann können wir dort irgendwo im Wald etwas So drehen. treiben, 100% etwas. Und so Geil. traditionelle Gerichte Also haben wir auch schon mal Berge. gemacht. Ja, das haben wir auch schon mal. Ich habe sogar ein Dorfvideo, wo ich richtig mit trauriger Musik, man sieht meine Großmutter, alles. Nein. Ja, wirklich sehr, sehr schön. Und stimmt, das habe ich, drum bin ich drauf gekommen. Genau, das habe ich gesehen. Stimmt. Das ist richtig so... Was noch Sad Emotions rausbringst. Ja, oder? so Ja, genau. Gänsehaut-Video. Wenn ich das immer schaue, habe ich immer so Gänsehaut. Dann Ja. vermisse ich so meine Heimat ein bisschen. Geil. Nein, was noch gesehen ist, wir haben, also ich wohne auf dem Land, Baseland. Er jetzt auch mittlerweile seit einem halben Jahr. Und bei uns jetzt halt viele Drehorte. Wir haben, glaube ich, 4-5 Videodrehorte. Ja. Und die sind alle maximum eine halbe Stunde entfernt. Ah, okay. Ja, und der eine ist eben Belchen, also Belchen-Flü. Das ist 1400 Meter über Meer oder 1300. Und dort hat es meistens immer Schnee, aber das ist jetzt fast nicht Schnee. Also letztes Jahr auch nicht. Das wird schon nur einmal Weltuntergang für einen Tag und dann ist gut gewesen. Ich meine, glaube ein Schneevideo, nicht einmal. Ja. Und Schneevideos gehen auch immer viral. Also bis Wirklich? jetzt unsere viralen Videos sind alle mit Schnee. Ja. Ist auch so ein bisschen, so, weißt du, wenn du so Schneevideos siehst, am Kochen und so, dann Ja. fühlst du gerade so ein bisschen. Ja, die Leute denken dann auch, oh, was ist das für ein Psycho? Und draussen minus. Wir haben bei Belchow ist minus 8 Grad gewesen. Wir Ja, haben das ist schlimm. einfach nur ein Stück Fleisch geliehen, Bro. Ein Wagyu-Steak, 200 Stutz ist das, so ein kleines Furzding. Ja. Dann haben wir so einen Schwedeofen gemacht, das ist einfach ein Baumstamm, der in der Mitte so eingeschnitten ist. Aha. Und in der Mitte ist so ein Loch und dann kommt so eine Stichflamme raus. Ja, ich weiß Schon wieder nicht. Aber ein so, Ofen. wo so Ja, zu viert- genau. Ja. Dann habe ich dort die Grillplatte drauf, da, Bro. Es ist minus 8 Grad gewesen, wir haben das Fleisch drauf, da, alles innerhalb 10 Minuten. Kurz angrilliert, gegessen, gerade angegangen. Ja, Ich habe Arsch meine abgefroren. Finger nicht mehr gespürt, das ist Ja. so Hast du in kalt. gewesen. Skihose gekommen? Ich bin mit Skihose, alles, Fullmontur bin ich gesehen, Geil, Bro. Alter, geil. Und ich bin am Frieren gesehen. Es ist echt schlimm gewesen. Und dann haben wir gerade zusammen gegangen. Mit euch als Ehren, das ist ja recht ein Hype, der generiert hat mit diesen Videos. Was ist so, was denkt ihr mal das Ziel, vielleicht einen eigenen Restaurant zu gründen? Oder? Bro, mein Ziel, also aktuell arbeite ich auch bei meinem Sponsor Grauwiller als Verkäufer im Aussendienst. Und mein Da der Ziel- Fleischproduzent, oder? Genau, Also. und ich bin halt, also bin in einer Metzgerei. Und ich bin halt schon am, also mein grösstes Ziel ist es schon, irgendwann mal einen Laden haben. Schon, Ja, das ist schon mein Ziel. Also, Also wenn ich das nicht- Ristiladen oder Fleisch? Nein, ich will eigentlich so eher so als erster Laden so ein Takeaway mit so 2-3 Stühlsitz, Tisch, was auch immer. Und einfach nur schnell. Also schnell bestellen, gehen und raus. So, dass es schnell läuft. Weißt du, Fast Food, also wirklich Fast Food. Und dann gibt es halt so 2-3 Gerichte und das war's. Klein, aber richtig gut. Ich finde auch alles geil, ich ausgemacht. finde auch geil, wenn so kleine Restis wenig anbieten. Genau, Aber es ist eine Karte klein, wenn du sagst, das, da oder da, Das fertig. Problem ist, wir gehen zum Beispiel in Deutschland essen, du machst Karten auf irgendwie 50 Seiten. Ja, ja. 340 Nummern. Ja, voll. Bis du dich mal für ein Gericht entscheidest, Bro, ist 10-15 Minuten vorbei. Weißt du, wegen dem dann machst du schmeckt lieber dann nicht einmal 2, genau. Und dann machst du 2-3 Produkte und du bist schnell draußen. Vor allem dann ist auch geil, wenn du so richtig bist und du sagst, ich gerne 287 und der Kellner tut immer so, als ob er wissen, was ist. Ey, ja, okay, 287 mit das und das, ja, voll. Also aber einige, die gehen noch schauen, sagt einfach Nummern. Ja, eben, genau, das ist so. Und, So unpersönliche. ja, und das ist schon mein oberstes Ziel. Also wenn ich mein Können und Talent, also ich weiß, Talent ist ja nicht, aber wenn ich mein Können nicht so wie ausschöpfe oder halt ausnütze, dann wäre es dumm. Das ist schade. Wäre es echt schade. Und das fragen mich viele Leute. Es kommen viele Leute auf mich zu und sagen, eben, machst du endlich mal etwas auf. Und im August passiert etwas in Basel. Also es ist, wo dann jeder kann gehen essen und das kann man dann probieren. Es ist ein riesen Du Ding. hast nicht auch irgendwo mal Burger oder so? Ja, ich habe selber schon Pop-ups. Burger-Events Ja, gemacht. ja, Pop-ups, ja, genau. Die sind gut gelaufen. Dort haben wir so zwischen 200 bis 300 Burger verkauft. Dann auch oben. Krass. Krass. Und jetzt sind wir eben, im August wird es dann nicht nur ein Tag sein, sondern ein Monat. Also das ist, Bleibt gespannt. Geil. Abwarten. Sind wir da auch eingeladen? Sabber. jeder ist eingeladen. Geil, Nein, geil. es gibt dann noch so geschlossene Event und dann lade ich euch ein. Weißt du, das ist eben chillig. Merci. Im Sag Podcast. merci. Danke. Nein, ich bin trocken gewesen, Bro. Im Podcast sagen alle immer, ja, weißt du, sind eingeladen. Nachher so Events. Wir schreiben, ey, Bro, was läuft? Niemand Die müssen antwortet. Die uns ist Aber wir sind ein. nicht Direkt nachtragen. blockieren. Beim Rauslaufen schon blockieren. Wir sind nicht nachtragen. Nein, genau. Nicht nachtragen. Alle, überall alles wo Collab ist, immer gelöscht. Wenn ich es gestresst hat, immer wieder weg tun. Nein, bei mir ist immer die Sympathie wichtig. Mir ist egal, wer wie groß, wie Geil, klein sehr. ist. Die Sympathie Ja. ist mir wichtig. Ich allem- bin, weil ich weiss, wo ich klein war, ich habe größere Accounts angeschrieben, mir hat jeder ghostet. Und jetzt ist es umgekehrt.
Das ist so nice. Also ich merke mir schon, wer mich gelinkt hat, wer mich gepostet Ja, hat. total, muss ich. Mache ich gleich. Aber wenn mich ein kleiner Account anschreibt, wo um Hilfe bittet und ich schreibe direkt zurück. Ich sehe auch jede Nachricht, jeder, der mir schreibt. Schreibt Geil. dir auch so viele Leute so, ey, wie macht man das? Oder so. Ja, weißt du, also ich schreibe jedem zurück, wo mir zum Beispiel nach so Fragen über ein Rezept hat oder sonst was könnte man da besser machen und so, dann gebe ich schon Antwort. Aber wenn so unnötige Anfragen sind, wenn jemand so das Smalltalk führen will, dann ich habe keine Zeit für das. Ja, total. Das tue ich Ja, gerade safe. abgucken. Ich schreibe dann auch nicht, dann bin ich auch kalt. Ja, so Weißt bist du besser geworden im Kochen oder kannst du kochen? Das ist für mich wie eine Ausbildung gerade. Ja, aber wenn du immer die Videos aufnimmst. Ja, ich kann ziemlich gut kochen daheim. Also schon. eigentlich wäre es ja auch noch mal witzig, ihr switcht. Ja, voll. Hättet ihr das mal überlegt? Ja, Weißt du, dass du filmst und du kochst? Aber okay, ich kann zwar gut kochen, also es schmeckt am Schluss gut, aber aber wie es da ankommt, ist ja katastrophal. oder nicht Zwiebeln und so. Das sind Der alle wird Beleidigungen kaputt. gegen alle Nationen auf einmal. Er wird mir hinter der Kamera kaputt. Aber schlagen. ich finde das immer so geil, die Videos, wenn die Kochvideos sind so. Ja. Das ist wie ich finde, probiere Haare das auch schneiden daheim. Videos. Ich probiere das auch, ich kann das nicht. Also er kocht Wie Haare gut. schneiden Videos, finde ich. Das ist voll beruhigend. Weißt du, wenn jemand so Zwiebeln schneidet oder Haare schneidet, so das, auch so das scheuche, ruhige. Also er kocht gut, Bro, wirklich. Er hat letztes Mal auch für mich gekocht, das ist wirklich geil gewesen. Schon, Er hat so Thunfisch-Auflauf gemacht, Bro, das ist echt geil gewesen. Mashallah, der Typ. Er ist gelernt, also der, der einen Koch sucht, Bro, da, ja, sind Tisch. Sagt der Koch über seinen Kameramann. Kann er auch gut filmen und so? Bro, der schickt mir um 4 Uhr morgen Video, wenn er Thunfischpasta isst und so. Der ist 4 Uhr morgen, Leute gehen arbeiten, der macht Teigwaren. Ja, und das mache ich aber gerne. Am 3 Uhr morgen kochen. Geil. Was? Wieso? Der kann Content Ich drehen. kann nicht schlafen, wenn ich nicht gegessen habe. Mit leerem Magen, wenn ich ein bisschen Bro, Hunger habe, ich muss, und ich kann nicht gerne so kalte Sandwich essen, ich kann es gar nicht gerne. Der kocht für das ganze Dorf dann. Wenn ich muss anfangen, Spaghetti kochen, irgendjemand muss kochen. Krass. Muss laufen. Bro, du bist ja nicht so der grösste kulinarische gar Mensch. Ich bin so ein wirklich ehrenloser Typ. Wenn meine Frau nicht dort ist, Dr. Röttger ja auch Pizza, so. Bro. Bruder, Ja, so. noch schlimmer, ich mache Ravioli aus, vielleicht ist es aus der Büchse. Ich schwöre, ich ist so. Also so bin ich nicht, aber ich bin ja. Meinen Thermomix, die ich habe noch nie benutzt. Du weißt immer wieder auch gut wahrscheinlich. Bro, meine Frau letztes Mal schaltet nie. Ich habe den Knopf gesagt, du musst ja Rad, ja, mit dem das Rad musst du Rädchen, drücken. ja. Ja. Bro, ich habe nicht gewusst, dass du da drücken musst. Ich habe suchen zum Einschalten, ich keine Ahnung. Oh je. Bro, Ravioli aus der Dose. Also, schau, Also du tust Ravioli nicht warm machen, du ist kalt raus. Bruder, ich mache sie auf, nicht einmal ganz. Ich muss noch mit der Gabel aufmachen, Das den erklärt Deckel. deine weiße Haare, Bro. Und dann, Ich hoffe, dass deine Frau nie wieder weg ist, Bro. Bro, Sonst wirst du verhungern. Bruder, meine Frau lacht mich einmal weisst wie aus, Alter. Weisst du, Das lacht mich. erklärt deine weiße Haare, dann verhungert ja, Mann. Vitaminmangel. Ich schwöre, Alter. Bruder, ich is manchmal, wenn ich am Arbeiten bin, ich is in der Woche 3-4 Kebabs oder so. Ach du Scheiße, Bro, du siehst aber gut aus für 3-4 Kebabs im Woche. Bruder, ich bin ja schon 1,5 Jahre geheiratet. Die graue Haare hast du innerhalb 1,5 Jahre bekommen. Nach der 30 Schau, es gibt einen wilden Fakt über meine grauen Haare. Ich bin seit 7,5 Jahren mit meiner Frau zusammen und ich habe seit 7 Jahren graue Haare. Ob das einen Zusammenhang hat, das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Die halbe Jahr sind immer die schönsten, ja. Ich hoffe, ich sehe es. Das weiß ich auch. Für das habe ich schon 20 Flatter bekommen für die Aussage, Alter. Steht draußen mit Papuche, gibt es immer Flatter. Da haben ein paar Wohnzimmer-Schlafsessions sind gelaufen. Bro, geht heute Abend, Alter. Geil. Nein. Aber Gangster, Alter. Ich bin so geil, dass es vor allem durchziehen mit dem auch nicht reden. Also bei den meisten Videos redest du Ja, nicht, voll. oder? Ja. Also wir haben schon, also jetzt fange ich langsam an, dass ich so ein bisschen mehr, also in der Schweiz kennt man mich ja, aber es folgen mir nicht viel, also es folgen mir schon, wie viel sind es? 30-40% sind Schweizer Dings, 30% sind Schweizer Follower, aber man kennt mich trotzdem, aber es fehlt trotzdem noch... Die Breitmasse. Genau, also es folgen mir nicht viel aus der Schweiz, 30% ist jetzt ist okay, ist... Von wie ist viel? schlecht. Von 110 oder wie viele Länder? 600'000 auf TikTok. Auf TikTok. Und jetzt bin ich eben wegen dem, bin ich jetzt auf so ein bisschen noch Content machen mit Voiceover auf Schweizerdeutsch, dass Ja. es halt mehr in so einem Dachraum mehr empfohlen wird, weißt? Jetzt bin ich an dem dran. Aber wir sind nicht Hochdeutsch? Hochdeutsch machst du nicht, ne? Nein, Hochdeutsch. Deutsche habe ich schon, deutsche Follower habe ich schon. Okay. Mit den ASMR-Videos wird es überall, Bro. Ich habe Bruder, was sind Assalamu Weißt du, wo du nur das- Assalamu alaikum Videos. Wo du nur Sound hörst vom Ablauf. So. Bro, gib mal, wenn du heute am Aha. Oben bist, Bro. Heute am Oben gehst du ASMR-Food-Videos. Also wenn ich auf dem Sofa schlafe, meinst du? Kennst du die Leute, die vor der Kamera essen und nicht reden? Ja. Das ist genau das, Bro. Aha. Du hörst nur natürliche Sounds. Und die gehen viral, das ist krass. Die Leute gehen durch, Bro. Oder die so machen noch. Ja. Das ist richtig behindert. Aha, das Zeugs. Das ist alles mehr, Bro. Aha.
Bro, am besten machst du ein Video, machst du einen schwarzen Hintergrund, holst du ein Mac-Menü und isst auch und schaust räudig in die Kamera. Ich schwöre, du machst Millionen Klicks. Bro, weißt du, eben, Ich bin der Erste, der lügt. weißt du, ich finde, weißt du, wenn einmal Leute so sagen, ja, weißt du, so, schwierig viral gehen und so, Alter, wenn du wirklich willst viral gehen, wenn du wirklich willst, Bro, irgendeinen Kack findest du immer, Alter. Auch wenn es irgendjemand schon gemacht hat. Bro, wenn dein Hauptziel ist, ich will viral sein, ich will Fame sein, Bruder, dann mach irgendeinen Scheiß, post das und fertig, weißt du. Das ist so. Skandal nachher, ja. Ja, die grössten Müllsachen gehen einmal viral. Aber Das ist so. Bro, du kannst auf gut Deutsch gesagt, keine Ahnung, schießen und die würden das schauen. ja, Ich sag dir ehrlich. ASMR-Video Also schießen. Klicks machst du auf jeden Fall, aber Bro, es gibt ja Leute, die furzen die ganzen Videos, man. Das zeigt auf, wie er den ganzen Tag furzt. Ja. Millionen Klicks. Ich weiß was die Leute da. Also ich finde es lustig. Alter, Ich du lach. schießt jeden Tag. Du bist ja der, was so Fame macht. Du kannst gerade 4 Content an einem Tag treiben. Ein Jahr Content in einem Tag rausgeholt. Ich schwöre. Wie sieht die Zukunft aus von Fat Kitchens? Erzähl mal so, was habt ihr noch vor? Jetzt ein Restaurant hast du gesagt. Ja, im August. genau. Also Gibt's ich noch- habe jetzt letztes Jahr habe ich meine Webseite fertig gemacht. Also es ist eigentlich eine Visitenkarte Webseite. Ich will das vergrößern. Ich will mehr mit Grossfirmen zusammenarbeiten. Ich will nicht mehr eigentlich so mit. Also ich will jetzt nicht abgehoben tönen, aber irgendwann musst du halt den nächsten Schritt wagen. Ja, total. Und weil Absolut. nach 5 Jahren hast du halt eine andere Qualität, wo KMUs oder halt Kleinunternehmen, also kleine Leute nicht mehr können zahlen können. Ich will eher so größere Aufträge machen, weil für uns ist es ein zu riesen Aufwand. Ja, Ja. absolut. Und Verständlich. ich habe auch Zeugs zum Zahlen. Ich meine, ich bin in einem Management drin, wo ich auch dort einen Teil abgebe. Du bist Ja, ist ja, ein im Mensch, Jasin gebe ich einen Teil ab und so. Weißt du, und wenn dann am Schluss noch wenig übrig bleibt, dann ist mir der Aufwand einfach zu groß. Ja, Absolut. zu wenig entlöhnt, ja. Genau. Und ich muss halt, ich will ja nicht irgendwie, viele Leute sagen, das ist auch nicht schaffen, Bro. Ich glaube, das zweite Ding ist ja leer. Nein, ich habe nur ein paar gelöscht. Aha. Auf jeden Fall. Erstens kannst du weitermachen, wir sind jetzt. Aha. Das ist schon fast eine Stunde für mich. Auf jeden Fall denken dann halt viele ja, Influencer, dass also Influencer ist nicht schaffen und so dies. Aber ich finde einfach, wenn man unsere Doku angeschaut hat, dann wird man schon verstehen, was mehr. Es ist nicht nur 30 Sekunden. Ja, ja. Also hinter einem 30 bis 60 Sekunden Video ist sehr viel Arbeit. Das ist so. Was würdest du sehr, sagen, weißt du, dass sich Leute das auch ein bisschen vorstellen können? Wenn so ein Video 30 Sekunden geht, wie Also Bro, es viel fängt ja an Zeit braucht es? mit der Planung. Ich sage mal Planung so 15 Minuten, das ist der kleinste Aufwand. Ja. Schnell überlegen, was ich mache. Dann gehst du einkaufen, musst zum Laden fahren, gehst einkaufen. Zum Teil hat der Laden, wo du gewisse Produkte brauchst, hat es gar nicht im Coop oder Migros. Dann musst du zu Protega gehen oder Zwischenhändler irgendwie so. Ja. Hast dort sicher 1-2 Stunden und dann musst du an den Drehort fahren, eine halbe Stunde, dann alles aufbauen, eine halbe Stunde, das ist eine Stunde. Dann nimmst du alles auf, sagen wir 1,5 bis 2 Stunden, ist alles durch, wenn du wirklich so Zeit nimmst, weil du musst halt jeden Take kontrollieren, ist es gut Ja. nicht und so weiter. Ich sag, das Ganze braucht etwa 8 Stunden, 7 Stunden. Krass. Weil, Ja, von da. Ja, schon so fertig. 7-8 Stunden für ein 30-Sekunden-Video. Ja. Und Also mit Schnitt und allem. 3-4 Stunden sind wir zuerst mal nur im Wald. Ja. Ja. Jetzt versuchen das mal in minus 2-3 Grad. Ja. Das ist, Ja, es ist schon viel, ja. Ja. Aber Und wir für machen alles, es dass der eine einfach schreibt, Spastis. Ja. Weißt du, als Kommentar oder so. Also wenn ich Blickzeitung Eintrag habe, sind ja alles Negativkommentare gewesen. Ja, ja. Das ist doch kein Job, was ist das und das kann ich auch machen. Ja. Ja, Bruder, dann mach. Also Ja, mach. ich halte dich nicht auf, Bro. Ja, voll. Du bist eh keine Konkurrenz, aber Ja, kannst gut, machen. Weißt du, die Missgunst ist sowieso ist dem einmal für sich. Ja. Ja. Weißt du, ihr könnt, also ich sage das auch direkt jetzt so, ihr könnt kommentieren, was ihr wollt, das ist mir scheißegal. Also Negativkommentare. Ja. Top. Juckt mich nicht. Also es juckt mich gar nicht. Ich habe alles mittlerweile habe ich mit dem jetzt umgehen. Alle Negativkommentare gehen mir so am Arsch. Komm mit Das juckt noch. mich nicht. Komm mit schreiben Komm mit rein. nach, schreib rein. Kommt, und wenn ihr persönlich werdet, ich blockiere euch. Ja, schreiben das, schmeckt scheiße, beleidigt voll Mutter, der andere beleidigt auch, einfach blockiert. Ciao. Block. Da, was soll ich schreiben? Abu Chakr. Nein, Kitchen aber- Abu Chakr. Natürlich nehme ich mir auch Zeit für positive Kommentare. Ich lese, also ich nehme mir das wirklich zu Herzen. Ich bin nicht einer, der Kommentare ignoriert. Ich bin sehr gerne in meiner Kommentarspalte drin und ich lese auch alles Ja, ja. und ich versuche auch viel zurückschreiben und ich bedanke mich auch immer jedes Mal. Ich bekomme oft Nachrichten mit den geile Sachen, die du machst und ich schreibe immer zurück. Also wenn jetzt irgendjemand mit dir schreibt auf dem Account, Fat Kitchens, dann schreibt mit dir, oder? Ja, mit mir. Ja. Ah. Also mein Account hat niemand. Also ich traue mein Account würde ich ihm auch zutrauen, aber es ist wirklich nur ich. drin. 15 Jahre Freundschaft, aber Account bin nur zutrauen. da, wenn- Am Schluss ein Stress, dann löscht ganz Account. Nein, ich bin nur da, wenn es ernst wird. Wenn es zum Schreiberei führt, bin ich da. Nein, aber sonst schreibe ich, ja.
Also ich mache keine Vertragsverhandlungen mehr mit Kunden oder sonst, das macht alles mein Management. Ich habe keine... Ja, verständlich. Ja, ich habe die das heisst finde ja ich einfach nicht mehr. Und das ist auch besser, weil ich bin so wie überlastet gewesen, bevor ich da reingegangen bin. Ich hatte zu viel Luft. Also manchmal habe ich meinen Kunden einfach 2-3 Wochen keine Mail zurückgeschrieben, weil ich einfach nicht dazu gekommen bin. Hast du schwierig gefunden am Anfang, deinen Wert ein bisschen einschätzen? Also weißt du, jetzt macht ja das Management für dich, oder? Und ob das machen willst du Ja, ich glaube, wenn dass ich mich günstig verkaufe. Ja, das Dann kann man geht's schon vorstellen. mal. Ja. Also weißt du, gerade so am Anfang, wenn du so ein bisschen neu in dem Ganzen Ja, weißt du, und dann vor allem, wenn du mit anderen Influencern so kommunizierst, redest und so weiter, dann du halt so über Löhne reden, also was die verlangen. Genau. Und dann kannst du halt das Bild nehmen, weißt du. So. Und dann habe ich so meine Preise gemacht, dann habe ich das abchecken lassen und so weiter. Und dann ist es gut gewesen. Und jetzt mit dem Management ist alles, also ich bin sehr zufrieden. Bist du verheiratet? Gesehen, ja. Ah, okay. Also daheim tust du auch kochen, oder? Ja, daheim koche ich jeden Tag. Also heisst das, wenn du geheiratet bist, du nicht kochen, oder was? Du merkst, dann lassen wir konservative Albaner wieder hinführen. Nein, ich wollte sagen, ich weiß nicht. Er will wissen, ob du Bro, kochst. Und zum herausfinden, ob du kochst, ist die Frage, bist du geheiratet? Nein, Bro. Also ich koche extrem gern, Bro. Wirklich? Auch wenn die Kamera nicht an ist. Das ist nicht nur Show, ich koche sehr Okay, gern. nice. Ja, nice. ja. Ja, weißt du, jetzt kann es sein, dass hast der fiktiv, Alter. dass der nicht kocht. Dass der nicht kocht, Bro. Vielleicht, wenn du mit der Familie lebst. Ich weiß es schon nicht, Bro. Nein. Ich habe sehr gern kochen. Oh, Also, was ich für koche. eine Legende. Ich habe schon ein Ding. Gute Deutsch reden. Geil. Schon gut, du bist Basler, Alter. Wir nichts von dir erwartet, Alter. Ja, aber ich kann leider nicht so gut Deutsch reden. Aber Das ist okay. Das ist okay. nein, ich koche sehr gerne daheim. Sehr gern. Geil. Es verleidet mir auch nie. Ja. Und da ich weg von der Küche bin, also von der Gastronomie, koche ich umso lieber Ja, daheim. stimmt, ja, machst du nicht mehr so viel Ja, mit ich vorher. vermisse es schon, aber das ist echt eine Lohnkatastrophe. Wegen dem an alle Gastronomen bitte Löhne erhöhen. Bitte. Zahlen eure Köche richtig. Ja. Ja, ist schon schwierig. Auch Koch, Kellner und so, das ist schon schwierig. Ja, Bruder, was ist Lohn 4,2? Man, netto ist irgendwie 3,7, 3,6. Was ist das? Das ist schon krass. Und plus du hast kein Leben. Ja. 10 Stunden dies oder und das mache ich nie wieder. Ich schaffe nie wieder für jemanden für euch. Für den Lohn. Direkt so. Ohne Ja, Witz. es ist schon. Also Gastro ist wirklich ein Riesenkampf. Also das ist, haben sie die Problematik jetzt schon länger. Aber Also, interessant, weißt du, trotzdem willst du eins aufmachen, eine Gastronomie. ja, ich würde auch meine Köche richtig zahlen. Oder Kochs- Jetzt da! Es muss nicht einmal ein diplomierter Koch sein. Wenn ich bei dir gut esse, ich dir gut zahle. Er zahlt 4,3. Druck auf T-Shirts. Nein, ich würde faire Löhne geben, zu 100%. Das habe ich auch Yasin von Anfang an gesagt. Wenn ich mal einen Laden habe, der gut läuft, dann gibt es gute Löhne. Ja. Einer, der gut schafft, verdient auch gut. Aber Einer, der Respekt scheiße an alle, schafft, schafft gar nicht die mehr. als Koch arbeiten für das Lohn. Ja, total. Ja, absolut. Total. Und ich bin halt so ein Typ, der gute Leistungen bringt. Ich meine, wenn er für mich Geld verdient, wieso soll er nicht mitverdienen? Weißt Ja, du, ja. in dem Absolut. Sinn. Ja, Sehr, und sehr gut gesagt. Sehr gut Ja. gesagt. Total, ja, total. Ja, genau. Schönes Schlusswort, weil schlussendlich machen wir es ja eh nicht, zahlen wir trotzdem schlecht, aber schön, dass wir das so verbreitet haben. Der hat einfach mich kaputt gemacht gerade. Ich bin Banker, Kapitalist, Alter, Bro. Ich hab gesagt, wenn Kapitalismus, dann richtig, Alter. Genau. Bist du Banker? Ja, Kann ich Kredit ziehen für dich? Bruder, wenn es um Geld geht, ich bin da. Wie viel ist Zinsen? Ich unterfahre, was du willst. Zeig mir auch den Hintergrund. Kannst du mir Dings? Haben wir Investoren? Zinsen Mann. Bro, mit einem Albaner geschrieben auf Facebook vor etwa 7 Jahren. So, egal, einfach eine. Der fast Name da. Ja, vorher fast Nummer fast gesagt. Am Schluss ist er. Bro, auf Facebook geschrieben, hast du mir einen Grundrissplan von deiner Bank? Und ich habe so gedacht, Bro, und ich habe den kennt, weißt du, ich habe den so einmal im Monat gesehen. Schreibt er mir das? Grundrissplan. Und ich so, hahaha, Bro, was läuft? Nachher stellt er mir auf die Antwort, die Frage, die er gestellt hat, wieder, wie geantwortet, Fragezeichen. Ich so, Bruder, Alter, weißt du, wie viel ich schicke? Ja, mega schlimm, Mann. Und der ist so voll so, Bruder, Alter, was schickst du nicht? Alter, hast du nichts damit zu tun. Manchmal, komisch, ich habe den nie mehr gesehen, der ist, der kann nicht, wo der ist, Alter. Der hat jemand anderes Nummers bekommen. Ich weiß es nicht, Alter. So geil. Bro, was ich wollte fragen, Investoren haben wir? Ja, für so privat, also manche so für ein Zum bisschen Beispiel einen Laden aufmachen. So. bei einer Bank bist du im Fall eher am falschen Ort für so etwas. Ja, Schon dann gehe ich schwer, zu Coop. glaub. Gastro ist, glaube ich, schwer. Das Also- Mit Ich meinem sag- Namen ist auch schwer. Ah, nein, Das ist fix Geld, das reinkommt. Bruder, ich sag dir ehrlich, alles was so mit Social Media und so ist Bank, Versicherung und so sehr schwierig. Ja. Sehr schwierig. Weil das ist eine sehr konservative, traditionelle Branche, wo immer noch genug verdient, um auf den Hype-Train aufspringen. Darum
Ganz, ganz schwierig. Habe ich schon viele Anfragen jetzt auch im Zusammenhang mit dem Podcast. Bin ich, jedes Mal, wenn das zur Sprache kommt, dass ich Banker bin, kommt jedes Mal, ey, Bruder, hast du Kredit. Und Ladies and Gentlemen, das ist der Randy gewesen, wenn er so redet beim Schaffen. Das sind, Bro, starke Input, Werbung für mich selber. Aber ist auch witzig, weißt du, dass ich am Anfang, als ich gekommen bin, du so, Kollege, du kommst mit Trainer, Lederjacke, du sagst, du bist Schweizer, oder? Hey, Leute, er ist mit Trainer und Lederjacke gekommen. Es hat nur noch Lackschuhe gefällt. Ich schwör bei Gott. Mantel. Oder Bro. Mantel. Und jedes Mal ich da bin, ich bin immer mit Trainer am Hängen, oder? Und nachher 1-2 Mal komme ich direkt vom Arbeiten mit Anzug, oder? Und nachher haben die Leute kommentiert, oh, was wie ich gesagt, du hast 2 Wochen Baustelle, plötzlich auf der Swiss Life Berater, oder was? Sorry, Bruder. Und ich so, geiler Kommentar, gefällt mir. Einfach gefällt mir. Muss Props gehabt. So, Ja. wir sind langsam. Ich habe vorhin etwas gesagt wegen Livestream. Mit Zeit am Anschauen. Ja, ich auch nicht sagen fertig, aber ich noch. Was haben wir noch gesagt? Wegen Livestream oder so haben wir noch gesagt? Wegen Nein, Fragen? nein. Oder? Nein. Alles gut. Ja, Peace. Live, ich habe voll vergessen, dass wir live sind. Ja, gut. Sind wir jetzt die ganze Zeit live? Ja, wir sind live. Ah ja, ist Haben wir Hate-Kommentar? Hm? Haben wir Hate-Kommentar? Ja, scheiße auf Kommentar. Hat jemand eine Frage gestellt oder so? Hast du nicht willen? Ich glaube, wir sagen blockieren. Hat er nicht willen? Hat niemand eine Frage gestellt oder so? Ich meine, wegen dem sind doch. Also wenn jetzt jemand da echt eine Stunde lang einfach live mitgeschaut hat, das ist ein krasses Sieg. Vielleicht hat er wegen dem Ton nicht so gehört. Weißt du? Wenn wir kommen, die sperren uns TikTok. Ich kann aber etwas sagen. Sehr gerne. Vorher die Witze, die wir gegen Downies und so gemacht haben, nehmen Sie es persönlich. Ich habe vergessen, mich zu entschuldigen. Stimmt. Eben, ja, ich habe gesagt, dass das nicht Ja, das lustig ist ist. gesagt gerade. Ja, Du hast dich kaputt gelacht und sagst, es ist nicht lustig. Nein, er hat das Bro, kaputt das gelacht ist wegen meinem etwas Gesicht. anderes Wegen meinem Gesicht. Oh. Das hast du gesagt. Und der lacht dann nochmal als ein Wichser, Alter. So als Schlusswort von beiden etwas an euch in unsere Community. Wenn ihr etwas machen wollt, ziehen es durch. Genau, das Sagen- ist das Wichtigste. Aber macht es einfach und loset nicht auf links, rechts. Weil hätten wir das gemacht, hätten wir schon lange aufgehört. Bravo. Das ist ein starkes Statement zum Schluss. Shit, man! Alter. Gelöft wie ein Rede. Gänsehosen. Also, das Wichtigste ist immer, dass ihr an euch selber glaubt. Und wenn ihr das nicht macht, dann werdet ihr nicht erreichen. Stark. Verstehst du das Mikrofon so? Keine Ahnung, Bro. Ich habe gerade gefühlt, Bro. Wie Eminem, du hast ein Mikrofon gehen sagen. What's poppin'? Ladies and Stabiler Gentlemen! Abschluss gewesen. Und Ist das brutal gewesen. war's mit der Folge von Ganz, Talking ganz Like stark. Danke, Lucy. Pipi, Mann. Bleibt gesund. Küssen eure Eltern auf die Stirn. Macht keinen Scheiß. Bleibt gesund. Bleibt cool. Macht Cripbox. Dann hinter die Saltos machen an der nächsten Of Hochzeit. course, of Klaut das course. Goldbesteck von der Tante, von eurer Listen, Kollegen, listen von der now. Mutter. Klaut, wenn ihr könnt. Thank you so much, dass ihr zugelassen habt. Bis Danke, zum danke, nächsten danke, Mal. danke. Danke vielmals für alles. Ciao, ciao. Danke vielmals. Talk und it tschüss. like Loose D.